Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es mal ein kleines Dankeschön-Video an einen handwerklichen Punzier- und Ledermeister. Hier seht ihr das schon mal. Ja, den muss ich jetzt unbedingt hier mal in dem Video erwähnen, weil der begleitet mich oder uns schon eine ganze Weile. Und es ist mal wieder so ein richtiger Handwerker von Gottes Gnaden. Und da geht ein recht herzliches Dankeschön raus. Den wollte ich euch mal vorstellen. Er macht total ausgefallene Sachen. Er punziert Leder und zwar in so einer Perfektion und in einer solchen Schönheit, dass ich den euch nicht vorenthalten darf. Lederkunst Zenker. Ja, der Heinz. Ein Urgestein in der Lederarbeit. Und das Schöne ist ja, dass man bei YouTube und Instagram mittlerweile alle direkt verlinken kann. Also unten findet ihr seinen Instagram-Link für jeden, der irgendwie was Ausgefallenes oder Cooles haben möchte. Was ist der Hintergrund? Ihr kennt ja alle unseren Sound. Da oben verlinke ich ihn euch. Unten ist er bei Spotify, bei Bandcamp, bei Amazon Music und was auch immer verlinkt. Wir singen über bayerische Helden, über bayerisches Brauchtum und über bayerische mystische Geschichten. Und was liegt da näher als die Jahreszahl 1705? Der Grundstein für bayerischen Patriotismus. Und in dem Zusammenhang hat er mir dieses wunderschöne Gitarren- oder Bassbandel gebaut. Hier eingekedert, hochwertigst verarbeitet, also wirklich, ich bin total begeistert und hier geht nochmal ein richtiges Dankeschön an ihn raus. Das war so eine kleine Belohnung für uns oder ein Ansporn, dass wir ja weitermachen mit unserer Musik, weil ich ja gesagt habe, das ist so ein Winterprojekt gewesen, alle Leute auf die Hütte, jeder trägt ein bisschen bei, wir wissen noch nicht, was dabei rauskommt und wenn es nicht so cool ist, dann hören wir es uns halt selber an, doch mittlerweile ist es so, dass wir wirklich überall richtig brutal gestreamt werden. Und da hat er halt einfach sich gedacht, das darf nicht zu Ende gehen und hat mir zur Motivation hier dieses geile Teil punziert. Lieber Boris Stern. Was ist der Hintergrund hinter lieber Boris Stern? Entstanden ist dieses ganze Ding 1705 in der Sendlinger Mordweihnacht, wo die Bayern sich auf den Weg gemacht haben, gegen preußische Truppen sich zu mobilisieren und sind dann zum Sendlinger Tor marschiert und sind am Sendlinger Tor leider verraten, aufgemischt und komplett niedergemetzelt worden. Das war der Grundstein für den bayerischen Patriotismus. Und was macht sich besser als auf meinem Bassgurt als lieber Boris Stern als kaiserlich verderben? Der Spruch vom Schmied von Kochel. Der Lederer und der Punzierer, eine ähnlich mystische Figur wie der Schmied. Nur ist es so, der Schmied, der arbeitet ja mit aller Kraft gegen das Material. Und der Punzierer und der Lederer, der arbeitet mit dem Material. Es ist was Organisches, es ist was Lebendiges, es ist etwas, was das Leben oder die Lebensenergie speichert, was Erinnerungen weiterträgt, was weiterlebt, was sich entwickelt, was eine Patina entwickelt und was einfach den gesamten Weg des Benutzers in sich aufnimmt und speichert. Das ist das schöne Philosophische hinter dem Lederzeug, ja. Die mystische Figur der Lederer oder der Punzierer. Der Heinz macht alles. Gürtelschnallen, Satteltaschen, Gürtel, Armbänder, alles, was ihr euch vorstellen könnt, dass man punzieren kann und punziert haben möchte, macht euch der Heinz. Unten verlinkt. Gehen wir zurück, 1705. Da wurde die Last unter der kaiserlichen Besatzung immer größer und irgendwann einmal erhob sich dann ein Heer, nicht aus Fürsten oder Generälen, sondern aus Bauern, Schmieden, Jägern, einfachen Handwerkern, die griffen zur Sense, zum Spaten und zu irgendwelchen anderen Waffen, die gerade rumstanden, weil es ihnen gereicht hat und marschierten los Richtung München. Und das war, wie gesagt, so ein Grundstein für den bayerischen patriotischen Stolz. Lieber Boris Stern als kaiserlich verderben. Und das war auch kein Wirtshausspruch, das war ein
folklorischer Schwur. Es war ein Ruf nach Freiheit für Bayern. Ja, damals nach der Niederlage im Spanischen Erbfolgekrieg hatten die österreichischen Truppen dann das Kurfürstentum Bayern besetzt und die Menschen, die litten unter Zwangsabgaben, Einquartierungen und Rekrutierungen. Die fremden Herren, die bestimmten plötzlich über bayerisches Land und bayerische Familien. Doch die Bayern, die duckten sich nicht weg. Die standen auf. Und 1705 begann der große Volksaufstand. Aus dem Oberland marschierten Tausende von Männern in Richtung München. Keine Soldaten im Glanz einer Parade, sondern Männer, die aus dem Volk kamen. Sie kämpften auch nicht für Gold, sie kämpften für ihre Heimat. Und über allen steht bis heute noch die Legende vom Schmied von Kochel. Und im Anschluss wird ihr dann auch noch ein kleines Lied aus unserem Hüttenmusi-Band-Projekt zu hören bekommen. Weil der Schmied von Kochel, der verkörperte den unbeugsamen Geist Bayerns wie kaum eine andere Figur. Mit seinem schweren Schmiedehammer soll er dann in der Sendlinger Mordweihnacht den kaiserlichen Truppen sich ganz alleine final entgegengestellt haben. Der Schmied, der steht halt einfach für den einfachen Bayern, der lieber fällt, als sich zu beugen. Und dann kam die Nacht des 25. Dezember 1705, die sogenannte Sendlinger Mordweihnacht. Bis heute klingt allein dieser Name wie eine offene Wunde in der bayerischen Geschichte. Und die Aufständischen, die erreichten genau zu diesem Zeitpunkt dann in der Hoffnung auf Unterstützung das Sendlinger Tor und wurden dort leider verraten, eingekesselt und gnadenlos niedergemetzelt. Und es war halt einfach kein ehrenvoller Kampf mehr, sondern ein einfacher, trauriger Verrat. Und genau dort, da wurde dann der bayerische Patriotismus wiedergeboren und der war größer als jede Niederlage. Und es ging auch nicht um Hass auf andere, es ging nicht um Größenwahn, sondern es ging halt einfach nur um Liebe zur eigenen Heimat. Sprache, Glaube, Tradition und Freiheit. Und die Botschaft ist ganz einfach. Kämpft für Bayern, kämpft für eure Familien, kämpft für eure Dörfer und kämpft für eure Art zu leben. Und dann lebt dieser patriotische Geist auch bis heute weiter. Lieber Boris sterben als kaiserlich verderben. Nicht nur ein Land auf der Karte, sondern ein Gefühl, eine Herkunft und sein eigener Stolz. Und vor allem der Wille, dass man seine Heimat nicht kampflos aufgibt. Kennengelernt habe ich den Heinz damals über die Schrauberburm. Und wer die Schrauberburm noch nicht kennt, verlinke ich euch auch hier oben links oder rechts. Da geht es eigentlich nur um Motorräder, Oldtimer, Hot Rods, alte Harleys und Maschinen. Ja, und so kam es halt dann zu diesem wahnsinnig schönen Revoluzer Gitarrengurt. Vom Heinz, den Gerber, Riemer, Kirscher, Lederer. Und der hat dadurch natürlich was Archetypisches, was fast nekromantisch oder schamanisches. Und das finde ich auch wieder ganz besonders spannend. Ja, Spätzeln, dieses Teil hier, das wird mich noch eine ganze Weile begleiten. Und jedes Mal, wenn ihr das dann seht, dann werdet ihr an Heinz und seine Lederkunst denken. Und dann wird euch klar werden, dass ihr auch sowas braucht. Vielleicht gibt es in der 1705-Reihe noch ein paar ganz spannende Sachen, die ihr dann vielleicht in irgendeinem meiner oder unserer Shops kaufen könnt. Genauso wie diese T-Shirts hier, unsere Band-T-Shirts, Hüttenprojekt 2025. Wer weiß, vielleicht gibt es ein Hüttenprojekt 2026 und dann kommt der ganze wilde Haufen wieder zusammen. Unterstützt eure lokalen Dealer und Handwerker und Künstler und lasst euch mal was ganz Besonderes wieder zusammenbauen. Gell? Kauft kein Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen. Kauft lieber was Echtes, wo der Schweiß und Blut von irgendwelchen Künstlern drinnen steckt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Besucht den Heinz. Pfiat's euch. Der Hammer die Macht und der Amboss die Ruhe. Bist du der Amboss, sei geduldig, bist du der Hammer, schlag zu. Si enem coses, verpatientissime, si malois percuti fortitar. Tief im Gestein erwachte das Erz, für meine Arbeit Atem und Herz. Feuer und Luft machen es weich, das Wasser macht's hart und Waffen gleich. Ich spür den Koks, hör wie er kracht.
Der Blasebalg lebt und das Feuer erwacht. Das Eisen liegt schwarz in der rauchenden Glut. Doch bald wird es rot, wird biegsam und gut. Ich pack's mit der Zange, halt es bereit. Der Amboss ist still, gleich kommt seine Zeit. Der erste Schlag immer tief und schwer. Aus Erz wird Form und aus Form wird mehr. Im Takt des Hammers wird zum lächelnden Mund. Das Hufeisen wächst aus Hitze und Kraft, geformt von der Hand, die täglich erschafft. Ich breche die Kanten und prüfe den Sitz. Kein Hohlraum, kein Riss, kein verborgener Schlitz. Ich lösche es im Eimer, die silberne Gischt. Das Wasser nimmt Glut, zwei Elemente vermischt. Das Horn wird gestellt, das Eisen geprüft, die Passung gefällt. Die Nägel schieb ich mit sicherem Schlag, durchs Horn nicht den Strahl, so endet mein Tag. Schmied steht für Gewalt, doch hier braucht's Gefühl. Das Werk braucht Maß und nicht nur ein Ziel. Das Pferd tritt jetzt fest, das Werk ist getan. Ein Huf aus Stahl, von einem, der's kann. Von einem, der's kann. So lasst euch nicht biegen wie glühender Stahl. Lasst euch nichts erzählen, habt immer die Wahl. Seid lieber der Hammer und vertret euer Recht. Wart lang genug, der Amboss im Lügengeflecht.